grüß euch, servus, grüß die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Es spielen für euch die 16er Buben. Es hört Zeit Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon von heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, der Klaus in Zunft auf der Gitarre. Als Backe spielen wir auf dem Wiener Schal. Die Quetsche klingt halt super fein, die Kontrapumpe hingrein. Und das Gesang klingt jetzt auch schon recht human. Trommel und grüß euch, servus, grüß die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Es spielt für euch die 16er Buben. Es hört Zeit Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon von heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Und wenn sie eure Ohren aufsperren, dann hört so manche Wiener Kerl ein Klang so wie er nur in Wien ertönt. Und mancher Text, der geht ins Gemüt, so dass man's Herz am Oben spielt. Das Wiener Lied, das Wiener Herz verwöhnt. Trommel und grüß euch, servus, grüß die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Es spielt für euch die 16er Buben. Es hört Zeit Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon von heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Jawohl, grüß euch Gott, liebe Freunde der 16er Buben, liebe Pavlacisti und die ganze restliche Welt. Natürlich heiße ich auch herzlich willkommen. Il mondo totale. Neue Pavlatschen, neues Monat sozusagen, eine Woche verspätet. Warum, werden wir dann noch aufgehen? Die meisten werden es wahrscheinlich wissen oder erahnen, was da los ist. Pavlatschen Nummer 296. So schaut's Ich aus. freue mich sehr, hier Gast sein zu dürfen bei dir. Ich in den freu mich heiligen Hallen hier im 16er Bubenstudio. Alle wäre leiber, gell? Ja. Also auch von mir herzlich willkommen in der Pavlatschen 296. Unser Franz M. hat uns ja schon vor ein paar, ich glaube vor 2-3 Monaten, hat uns schon einen Schmattes zukommen lassen, höchster Güte. Allerdings bezogen schon auf den 300er, weil da hat er dann gesagt, heute wäre nach der alten Rechnung die 300. Sendung gewesen. Ja. So damals noch auszuzögern, aber es ist nur mehr 4 Mal. Was ist das dann? Warte mal. April, Mai, Juni, im Juli. Im Juli, ja. Im Juli, Im ist Juli, es ja. noch. Im Juli vor dem Vor dem Schrammel. Schrammeklang haben wir die 300. Ja, Sendung. da werden wir schwitzen. Wir müssen uns irgendwas einfallen lassen. Ja. Aber so weit sind wir noch nicht. Liebe Freunde, grüß euch Gott auch nochmal von meiner Seite. Willkommen Patrick. Danke. Wir haben eine wunderbare Zeit gehabt jetzt in München Schön. bei den Breitelspitzenaufnahmen für den Bayerischen Rundfunk. Ich glaube am 21. Juni. Richtig, ich habe heute schon die E-Mail bekommen. Der Jürgen hat mir schon geschrieben, am 21. Juni ist die 44. Folge der Bretelspitzen mit den 16er Buben. Jawohl. Und die Weihnachtsfolge heuer, auch da sind wir dabei. Und zwar, das kann man schon verraten, mit welchem Lied, oder glaubst du nicht? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht jetzt. Nein, wir verraten es halt nicht, das ist ja Verraten was Sicherheitshalber, weiß ich nicht. Aber ich kann euch eins versprechen, bei der Weihnachtsfolge, ich meine, es war natürlich schon lustig, wie wir auf der Bühne sitzen und die Requisiten, Mitarbeiter bringen Geschenke, Nussknacker und Weihnachtsbäume auf die Bühne. So Ja. Bakelgeschenkpakete, in großer Form, in kleiner Form. Das war grandios. Glockerl sind Nein, sogar ein Duft, sogar ein Tannenduft. Hat sicher nicht irgendwo herkommen, aber ich habe mir zumindest, er war mental irgendwie vorhanden scheinbar. Wirklich wie ein kleiner Burg für dich Ja, mit Weihnachten. das Ich habe war gedacht, auf der lässig, Bühne die Geschenke kommen, Ja. das ist schön. Und wir haben auf jeden Fall also ein Wienerlied interpretiert, ein Klassiker. Ein Klassiker, ja. Und es war so, dass wirklich Regisseur und auch Kollegen gesagt haben, bis deppert,
Also der Regisseur hat gesagt, wir sind gesessen im Übertragungswagen und er hat gesagt, tatsächlich haben wir feuchte Augen bekommen. Also ich weiß jetzt nicht, was so schön war oder wenn wir so Arsch gespielt haben, das weiß ich nicht, Ich aber weiß es schon, ich glaube, aber weil es einfach gelungen war. Es ist gelungen. Also ja. auch auf die Weihnachtsfolge, bitte freut euch. Und immer am 21. Juni. Und wir haben das jetzt einmal auch wieder diskutiert und ich habe das auch, wenn mir diese Eigenwerbung ein bisschen gestartet sei, es gibt ja von mir auch einen Newsletter, sozusagen einen Klaus Steurer Newsletter. Das ist selbstverständlich. Von mir brauchst du nicht fragen, gell? Wo ich mich sozusagen ein bisschen auch abseits der 16er geistig bewege, aber das war, da habe ich das ein bisschen näher beschrieben, diese Diskussion. Und ich sage euch eins, es war, weil wir wieder mit ein paar Leuten plaudert haben, diese Bretelspitzen, es ist nicht für jeden. Ja, es ist nicht für jeden was. War der Ü-Wagen schlecht belüftet, Matthias Mariacher? Glaube ich nicht. Aber kann sein natürlich. Na, auf jeden Fall ist es so, dass das wirklich nicht jedermanns Sache ist. Und auch dort selbst, du sagst, mir liegt mehr die Musik von der Partie oder mir liegt das mehr oder die Sketches oder die Sketches gar nicht. Aber eins, und das muss man sagen, und das ist sozusagen mein wesentlicher Aspekt dabei, es ist eine echte Sendung. Ja. Es ist durch live. und durch nämlich, ja. Die Leute sind echt, die dort auftreten. Es wirkt oft ein bisschen so wie in einer Show. Nicht? Das ist so das Grinsen oder was, dass das aufgesetzt wird. Nein, die Leute sind so. Das sind so, ja. Das ist eben nicht so eine Mainstream-volkstümliche Schlager-Schlacht-Parade-Sache, sondern Nein, gar nicht. es ist echt. Das kann einem gefallen oder nicht, aber es ist echt. Der Jürgen Kirner, der ist so, wie er ist. Das finde ich so leibend. Und glaubt mir, das ist einmal die Währung, die wir haben, wenn die digitale Welt, wenn die Algorithmen und die KI uns einmal komplett überfahren. Das Echte wird bleiben. Und so wie wir echt sind, so sind auch die echt. Und Also, diese Sendung Bretelspitzen, die kann eine KI nicht, so wie das gemacht ist. Und das geht sie einfach mit der KI, das geht sie nicht aus, wie ich sage. Nicht? Wie ich gesagt habe mit Jürgen. Und der Jürgen wirklich auch engagiert, der hat was drauf, der schreibt nicht nur das Drehbuch, das Ganze, der organisiert das, der organisiert die einzelnen Künstler, das macht im Prinzip der Jürgen selber. Also der ruft die Künstler persönlich an, alle die dort sind. ja. Der Moderator, der hat die Idee gehabt von dem Ganzen auch und ist, wie soll ich sagen, das ist der Machercheck eigentlich. aber alles, was es arbeiten aber alle von anderen der zusammen. Requisite, von der Lichttechnik, von der Kamera, wer auch immer vom Produktionsbüro. Requisite, die Kostümdamen, alle die Garderoben, es ist alles professionell, Das ist einfach- alle leibend, es zieht jeder an einen Strang und das gefällt mir so. Ja, absolut. Das war wirklich echt. Also es war wirklich einfach echt. Nichts aufgesetzt, gar nichts. So. Nein, kein lautes Wort dort oder was, weißt du, das ist, Ja, sowieso nicht. wenn was passiert was, na, aber dann wird nochmal gemacht. Ich habe zum Beispiel einmal, das war bei der Probe zum Glück, war ich nicht da. Ja, ich bin schon gesessen, aber dachte, du willst denn das Spätzle? Sag ich weiß nicht, vielleicht ist er aufs Klo gegangen. Aber es wurde im ganzen Hofbräuhaus nach mir gesucht. Man Das hat mich sind- auch gefunden. Da sind wirklich 5 Leute davon gerannt. Nein, und über den Funk, es ist also wirklich, es war quasi, es wurde ausgerufen, wo ist der Klaus? Wir suchen den Klaus. Es hatte mehrere Gründe, wir waren schon in Ja, Sorge. wurde gefunden. Schlussendlich, dann steht es mit den Worten, nicht hudeln, wurde ich dann hingeleitet. Aber das ist eine andere Geschichte, warum es besonders lieb zu mir war und warum das eine wirklich große Herausforderung war, aber vorher natürlich spielen wir noch was. Und bevor wir was spielen, Schau mache ich nur noch eine mal rein, Begrüßung. du siehst ja was. Ich mache aber, ich habe jetzt nicht die Computerbrille auf, die ist ein Stock höher, aber ist sehr Soll ich das holen geschwind? Nein, das so weit sind wir. Schau dir was an. Vom Hochkönig begrüßen wir schon Isabella M. Karl M. Isabella M. Gott. Gerade habe ich euch erwähnt, für euren 300er Schmattes sozusagen, für die 300. Sendung. Und das ist schon gewesen wäre. Aber jetzt haben wir das halt, wie sagt man, entschleunigt. Entschleunigt, sagt man jetzt. Ja. Ludwig Sass ist da, grüß dich Gott. Grüß dich, meine Lieben. Jawohl. Achso, schau, ich habe gesagt, letzte Woche habe ich 5 Minuten gebraucht, um festzustellen, dass ihr in München seid. Diese Woche klappt es und ich kann bei euch sein. Bravo, Ludwig, das freut mich. Jawohl. Der Rudi Korbis ist da, servus, schön, dass du Servus. dabei bist. Sprachpolizei aus Herrn-Alles, servus, Weiler, grüß dich Gott. Hannes Spieslehner ist mit von der Partie, Servus. grüß dich, große Freude. Andreas Edinger, Mr. Enex.
Mr. Enix, grüß euch. Ist das der Mike? Nein, warte mal, Mr. Enix. Wer ist der Mr. Enix? Aber ist das Moto Guzzi? Moto Guzzi, wer ist das geschwind? Ich weiß nicht, ist sicher schon wieder nur diese komischen Namen und nicht das, unter dem es normal ist. Wurscht, auf jeden Fall servus. Schön, dass du da bist. Mit dem Moto Guzzi-Ding, weiß ich aber. Ich sehe es auch nur so, ja. Vergessen. Marketing-Duo München, guten Abend aus München, sollen auf eine schöne Bablatschen, das weiß ich, aber wer es ist. Der Paul. Grüß Gott. Grüß dich Gott, servus Paul. Servus aus München, die Mägepemperten. Servus. Ja leider, das können wir uns überhaupt, das weiß ich jetzt schon, das können wir uns in Zukunft überhaupt abschminken, dass wir einander dort treffen könnten. Weil wir sind wirklich den ganzen Tag eingesetzt. Immer so, ja. Und ich muss jetzt dazu sagen, wir sind nicht von früh bis spät eingesetzt, aber wir haben da schon immer wieder Leerläufe, ganz schön viele Leerläufe, aber immer halt nur so kurz am Stück, Stunde oder was. Das ist schon lang Das ist schon lang, ja, aber du kannst nicht weg und was ausmachen kannst du sowieso nicht, das geht überhaupt Weil das nicht. verschiebt sich immer, das ist Und- nie auf Ja. Und ich will ja gar nichts ausmachen. Muss ich auch ehrlich sagen, das haben wir auch festgestellt. Du bist dort wirklich geistig gefordert. Ich auch körperlich heuer, das erzähle ich nachher noch. Kommt nachher, ja. Aber man ist geistig mörderisch gefordert. Weil du auf den Punkt 100%, 120% Leistung bringst. Und Ja, und halt immer da. immer aufgespannt bist immer da, es könnte da was wollen, Ja. da was wollen und Also da geht gespielt. Da geht wirklich nichts. Da geht wirklich nichts. Und früher, warum sich das ausgegangen ist, weil man gesagt hat, das gibt es ja nicht. Wir haben uns früher auch mit der Mäh getroffen und gesagt, ja, sind wir drauf, wir waren 2 Tage länger. Länger, ja. Und dann haben wir das auch gefragt, wie gibt es das, was sind wir deppert? Und dann haben sie gesagt, na klar, weil da waren wir ja noch Anfänger in der Sendung, da waren wir noch Junghupfer. Und da gesagt, die sind immer länger da, weil wir nie wissen, Wie stellen sie die an, sozusagen? Ja, wie man und die- dann wie wir es einbauen. salopp Ne? gesagt, ja. Ja, wie lange brauchen sie, bis da... Bis auf Das die im Bühne Griff finden haben. und den Sessel zurechtrücken und nicht stolpern und so weiter. Und das ist am Anfang so. Und je sicherer das sind mit den Künstlern, desto weniger Zeit natürlich brauchen. Klar, ist ja auch Geld, ne? Das sind 2 Nächte weniger, die es zahlen müssen und. Nicht? So, was haben wir noch? Der Thomas Meier ist da, servus. Servus. Thomas ist da, der Hochhofner-Freund Ach, der aus Linz, grüß dich Gott. Spaziergang ist mit am Start, grüß dich Gott. Maba ist da, jawohl, Mittelhessens vertreten. Grüß dich Gott. Matthias Mariacher, die Mega Oh, schon, ja. Der Geri Enz, guten Abend, servus Geri. Servus. Manfred Kraft aus, also welcome back from Munich. Ich grüße wieder alle, aber ich habe schon geglaubt, du bist Danke ganz dir. gut. KTM Junkie. Ja, Servus aus der Donaustadt, sagt Mario Burkhardt. Donaustadt. jawohl, Donaustadt. Matthias Mariacher. Bei der Weihnachtsfolge singt bitte Last Christmas auf Wienerisch. Matthias, raus. Raus, einmal Haben wir ums Haus? stehen und dann Haben kannst wir du ums wieder Haus? zurückkommen. Da kannst du wieder zurück. All mein Staff ist da, servus, grüß dich. So, warte, ich muss ein bisschen schauen. Gudrun Benedikt, kenne ich nicht. Wer ist die Gudrun Ja, Benedikt? ich weiß Wer ist die nicht, wer Gudrun das ist. Benedikt? Wer kann das sein? Liebe Gudrun Gudrun, Benedikt. meine liebe Frau. Liebe Grüße von deinen Erbestellen. Apropos Gudrun, da könnt ihr aber gleich was spielen. Spielen wir was, ja? Machen wir das gleich? Machen wir es Machen wir das gleich, weil die Gudrun hat nämlich, das weiß ich, Ja. weil mir es der Patrick gesagt hat, Geburtstag gehabt. Nicht lang her. Am 27. Februar, ja. Ja. Das ist 3 Tage nach dem Geburtstag von meiner Frau Mama. Übrigens. Ja. Ja. Und der Patrick ist ja nicht umsonst Musiker einfach so, sondern Schüdere. Naja, und ich habe meiner lieben Frau ich darf sagen, es ist ja kein Geheimnis, es steht ja zum 45er einen Walzer geschrieben zum Geburtstag. Mein Liebling, der Titel zum 45. Geburtstag von meiner lieben Frau. Und, das muss ich jetzt noch anmerken, vor allem für einige von euch, die schon lange wieder mal danach gefragt haben. Endlich! Endlich einmal wieder. Es ist wieder soweit. Patrick hat sich Steirische mit. Ich hab's für die Steirische geschrieben. Endlich einmal wieder. Reißen wir auf. Ein Walzer von Patrick für die Gudrun zum Geburtstag Zum geschrieben. Geburtstag, mein Liebling. Wir haben es heute aber schon einmal angespielt. Also ich weiß zumindest, dass es nicht existiert. Er weiß schon, wie es Wir haben geht. aber nicht gemerkt. Aber, Aber die Gudrun kennt sie schon.
Noch einmal alles Gute, mein Schatz. Jawohl. Mein Liebling, für dich. Auch von mir alles Gute und Gratulation zu diesem wunderbaren Marsch. Herr Kollege? Ein Walzer. Marsch, Ein Walzer. Walzer. Ein schöner Walzer. Die Gudrun hat es ja mit mir nicht so leicht immer. Sie ist nämlich eine hervorragende und leidenschaftliche Tänzerin eigentlich. Ui. Nicht nur was Walzer angeht, sondern überhaupt. Also die kann wirklich tanzen und das bei mir natürlich. Ja, Ich bin Turniertänzer, nicht? Die Turniertanzen. Das ist. Aber bist wir leid. arrangieren uns sehr gut. das ist mir jetzt leid. Der natürlich. Rest passt wunderbar. Das ist Ich hoffe, das Stück gefällt euch auch. Bitte da. Schreibt eine. Schreibt kleiner- eine. Baut sich Patrick auf. ein kleiner Baut sich Geburtstagswalzer. Patrick auf. Das ist ein wunderschöner Walzer, finde ich. Ja, sehr slowenisch angehaucht, muss ich ehrlich gestehen, ja. Ja, das ist der kleine Obergreiner. Im Patrick steckt ein kleiner Obergreiner drinnen. Das ist es so. Ich muss noch weitergehen. Gut, Du, ganz bitte, kurz. ja, Die ja. Momo ist da. Ich muss noch geschwind durch. Ja. Ja. Schreib mir mal wegen einer Sprachpolizei. Ja, du, aber ich glaube wirklich, dass das einigen nicht so gefällt. Das ist weil es ist, aber ich habe das, ich weiß nicht, ich habe jetzt kein Beispiel bei der Hand, aber es gibt so ein Beispiel, oh ja, ich habe schon was, ich habe da so Typen kennengelernt vor einiger Zeit, längerer Zeit, die Hip-Hop machen. Und echt, Hip-Hop ist nicht mehr Welt. Ist unser beider Welt nicht? Nein, gar nicht. Ja, ja. Und mir hat das voll getaugt, was die Ja. gemacht haben. Weil ich gesehen habe, die meinen das ernst. Also nicht jetzt so Pseudo-Gangster-Hip-Hop, sondern das war einfach, und da war eine Geschichte dahinter, das hat was kennen. Das hat was kennen. Patrick hat den Finger, ja, aber da muss ich, warte mal, Patrick gleich, Jawohl. ich gehe dann kurz durch. Dann Bitte, mache ich geh ganz weiter, geschwind, geh bis ich weiter. unten bin. Ja, Raphael jawohl. Illmeier habe ich noch nicht begrüßt, der ist da. Das passt sehr Ja, der gut. Mike ist der Mr. NX. Mike, habe ich das Jawohl, richtig? Habe ich mir das genau. gemerkt? Die Motor Guzzi hat mich gerettet. Weil du Raphael Illmeier sagst, das passt nämlich genau zu meinem Finger. Ah, passt dazu. eh? Das passt Ja, zum warte Finger. mal, wo bin ich denn da? Wo bin ich? Judy Austria sehe ich noch da. Servus. Bitte, wo bin ich klar? Burle, bitte stell dich nicht so deppert da, wie das oft. Da brauchst du nicht ausstellen, das ist, passiert automatisch, Mann. Was hat der Patrick da für Quetscher die Judy Austria gefragt? Das ist Die die steirische steirische, Harmonika, die ja. steirische, Das ja. war die steirische, ja. Von? Da kannst Die du sagen, Tonische. nicht? Jamnik. Na, das Selber Harmonika war zahlt. Jamnik aus der Steiermark. Selber zahlt natürlich gesagt. Na, selbstverständlich. Vor So. 25 Jahren. Sauber, sagt der Rudi Korbes. Bravo, der Capo, Matthias Mariacher. Dankeschön. So Walzer zum Tanzen, zurzeit, sagt die Maggie. Ja. Ja, Leiband. Die hätte nachträglich alles Liebe zum Geburtstag. Schau, jetzt habe ich Super Sticker, da habe ich nichts Ah, da. da ist er. Von Raphael Illmeier, sunglasses perpetually fall onto video game controller's proud face.
Jawohl! Klasse. Dank der Ski. Raphael Meyer, dank der Ski für deinen Schmattes. Gleich Schluck Dankeschön. Wasser. Ui, Das ist sehr, sehr da gut. fällt mir was, da reagiere ich nicht. Da zieht er fällt mir. Ja, stimmt. Das ist schön. Matthias Marach ist gut, die Quetsche steht halt beim Tanzen. Ja, der war nicht. Wie soll es tanzen? Wie soll ich tanzen, weil ich immer so einen Kosten umgekriegt habe? Ich verstehe das. Ich verstehe es. So, wenn wir gleich weiter, wenn wir gleich das nächste spielen. So, pass auf. Ich bin ja immer noch beim Wasser, gut ist. Ja. Also wir haben das muss ich noch aufklären. Ich war jetzt da 3 Wochen, kannst du sagen, ne? Eine Woche vorher. Ja, München noch dazu, nicht? Noch 2 Wochen vorher. Ja. 2 Wochen vorher plus München und davor eigentlich auch schon halber. War ich komplett ausgeschossen und wurde mit einer Gebarte, die Tier musst ganz aufmachen, bitte. Was sagt er mir jetzt? Ja, jetzt bist du ein bisschen heller, weißt du? Nicht viel, aber ein bisschen im Finstern Kein gewesen. Nachteil, ja. Nein. Ist trotzdem irgendwie. Oder ich bin so weiß, das kann auch sein, das ist so weiß im Gesicht. Du bist relativ bleich im Gesicht. Also, Das ist ja kein Wunder bei meinem Zustand, das ist kein Wunder. Schlecht, geht's mir schlecht. Nein, alles in Ordnung, aber ich habe natürlich einen mörderischen Erfolg gehabt mit meinem Abnehmen. Also mittlerweile es sind 15 Kilo in etwas mehr als 3 Monaten, die ich abgebaut habe. Ich habe meine Blutwerte halbiert, das haben wir schon alles erzählt, schon alles wunderbar. Ich habe mittlerweile, war beim Augenarzt, die Augen sind vollkommen in Ordnung, passt super. Aber Daumen hoch gleich. Bravo Ulrich ist auch da. Servus Ulrich. Aber der Punkt ist der, ich wusste auch nicht, dass es das gibt. Ich hab in meinem Leben die allerschlimmste Gichtattacke meines Lebens gehabt, in beiden Füßen und in allen Gelenken in beiden Füßen. Also und das kommt vom Annehmer, wenn man das vorher einer sagt. Kommt von diesem Hätte ich gar nicht abgenommen. Nein. Hätte ich nicht abgenommen, nicht so schnell. Oder mit anderen Pulvern sozusagen dazu. Also das hat mich ausgeschossen, wirklich, also mörderisch über 3 Wochen schwerste Attacken mit wirklich starken Schmerzmitteln, Opiaten auch dabei und so weiter. Also es war wirklich nicht lustig, das war echt eine sehr beschissene Zeit und ich bin bis jetzt noch nicht ganz fit, aber ich war dann auch schon fit genug, eben in München, dass ich zumindest dabei sein konnte. Wir mussten ein Konzert, also ein Engagement sogar ansagen, wobei ich da fast froh war, dass der Patrick verkühlt Dass ich auch krank war, und überhaupt keine Stimme gehabt habe und da niedergelegen bin, somit Patrick hat die Grippe aufgerissen, ist der Patrick gesagt, ich bin krank, ich kann nicht. Also ich hätte gar nicht gewusst, wie ob den Schuh oder wie ob dort hinkommt, wie auch immer. Und das war jetzt dann natürlich in München sehr, sehr leibend von den Leuten, die haben sich wirklich sehr nett und lieb um mich gekümmert und haben Anteil genommen an meinem Schmerz und es ist immer besser geworden. Und jetzt, ich glaube, jetzt bin ich schon 6 Tage ohne Schmerzmittel unterwegs. Also es geht das hat in München, obwohl man da viel miteinander doch steht Ja. und geht und rauf und runter und so weiter, mit Santen wurde es besser. Nämlich. Ja. Das ist schon Aber es war schon, muss ich sagen, eine Herausforderung. Ja. Das muss ich schon sagen. Aber wir haben mich alle umhegt und umpflegt und alle wirklich vom Team, muss ich wirklich sagen. Also verständnisvoll. Er hat einen eigenen Sessel gehabt zum Sitzen und so hinter der Bühne und alles. Die haben sie total lieb. Nein, Mäcki, nicht 50 Da stand Kilo. Klaus drauf. So Ja, am Sessel. Richtig. Wirklich schön um mich gekümmert, und es war notwendig, weil ich gesagt habe, das geht sonst. Ich fahre euch dort Das um, geht ich stehe vor Schmerzen. Nicht 50 Kilo, Mäcki, das war wirklich. Na, da war nichts mehr da. Nein. 50. Ich bin jetzt auf 80 Kilo. Kann man so sagen? Gratuliere, ja. 80 Kilo, 95 waren es im November, jetzt sind es 80 und jetzt bin ich wieder halbwegs. Und ja, also ich habe schon starke Probleme mit den Füßen und alles, also da gibt es schon einiges zu tun, aber es ist auch alles wie ich so sage, keine Sekunde zu früh, dass ich draufgekommen bin. Gut, dass ich jetzt mein Leben entsprechend umbaut habe. Ja. In der Tat, Sprachpolizei, kommt jetzt die Gicht vom vielen Nicht-Trinken. Ja. Vom Annehmen und Nicht-Trinken. Nicht essen, nicht trinken und annehmen. Ja, ist das. Also nicht essen ist ja falsch, aber vom guten Essen. Aber, aber es muss das, weil, also ich sage euch so, wie es bei mir ausschaut, wirklich, und das möchte ich dazu sagen, weil wir ja Heiligmusiker sind, weil es ja auch zu unserem Leben dazugehört, keine 10 Jahre hätte das noch gedauert, keine 10 Jahre. Und ich war halt wirklich eine Grippe, und zwar unwiederbringlich. Das kannst du mir nicht mehr reparieren. Das kannst du nicht mehr so reparieren. Ja, genau. Also ich bin jetzt schon stundenweise einen gewissen Teil meines Körpers an der Grenze, aber schauen wir.
Also schaut noch gut aus, sagen wir es so. Ja, wirklich. Also, Daher Holzklopfen. ja, ich Schaut möchte gut das aus. gar nicht mehr entschuldigend bringen, habe nie gebraucht oder sonst was, dass ich nichts trinke, so Freunde, ich habe 50 Jahre genossen. Im Prinzip lebe ich ja jetzt noch vom Restalkohol von meiner letzten Fetten, die heute 30 Jahre alt, das ist vollkommen wurscht, deppert bin ich einer Marin, das haut schon hin. Aber es ist wirklich so, es war in einem netten Gespräch, war es ja so, dass ein Kollege dann gesagt hat, wie ihm gesagt hat, wie mein Lebensstil halt jetzt ist. Also eben nichts mehr trinken und abends essen und so, kein Zucker und so die Sachen. Und er sagt, du hast also zum Leben aufgehört. Da habe ich gesagt, nein, ich habe zum Leben angefangen. Ja, das stimmt. Und das möchte ich nur nochmal so sagen, so wäre ich auch bleiben und daher wird es uns auch noch lang geben. So schaut's aus. So schaut's aus. Aber Wollen wir der nicht jammern. Der Welt Ganz im gerade halt nur ein Gegenteil. bisschen herum, sagen wir Ganz so. im Gegenteil. Na gut, dann machen wir gleich einen Wein auf Krankenschein, nicht? Ja. Ja, das passt genau. Das ist, ja, Doktor, Sie können mir jetzt keinen Wein zur Krankenschein verschreiben. Nicht? Geht ja nicht mehr. Ja, zur richtigen Zeit abgebogen, Sprachpolizei ganz Ja, genau. absolut. Also, ja, Jesus, na, die Brokkoli, ja, das war jetzt eigentlich ein Lied, das wir spielen müssen. Jesus, na, Patrick vertreibt schon die Augen, ja, das ist natürlich, na, Beim nächsten Mal geht's, ja. beim nächsten Mal will ich keinen mehr. Herr Doktor, ich fühle mich nicht wohl. Verschreiben's mir, wenn's geht, an Alkohol. Ich brauche für mein Kämpfer, na kurz Trepfer. Und für mein krankes Wamperl langsam Stamperl. Was Sie da alles haben in Ihrem Schraub. Die Bui verrochen mich erst richtig grau. Da sagt der Arzt, ich gebe Ihnen ja recht. Ein vierter Lauf Rezept war gar nicht schlecht. Ja, ein Wein auf Krankenschein, das müssen's gehen. Und die Kranken werden wieder gesünder leben. Keiner müsste Flaschel heimlich wo verstecken. Ein gutes Trinkverl in der jede Apotheke. Denn der Wein ist doch die beste Medizin. Und das weiß schon jeder gute Arzt in Wien. Fühlst du dich krank und es verlässt dich deine Kraft, verschreibt er dir sofort den edlen Lebenssaft. Und wie dein Schmerz mir mal zu Qual, dann gehe ich zu meinem Weinregal. Da bin ich dann mein eigener Mediziner, mit Antraminer oder an Wötlingen. Und bin ich traurig und muss recht viel warnen, dann greif ich zu einem guten Schluck Silvaner. Ah ja, und eins, das muss ich euch nur sagen. Ein Roder, der ist wirklich gut für den Mann. Ja, ein Wein auf Krankenschein, das müssen's gehen. Und die Kranken werden wieder gesünder leben. Keiner müsste Flaschel heimlich wo verstecken. Ein gutes Trinkverl bei jede Apotheke. Denn der Wein ist doch die beste Medizin. Und das weiß schon jeder gute Arzt in Wien. Fühlst du dich krank und es verlässt dich deine Kraft, verschreibt er dir sofort den edlen Lebenssaft. Jawohl, die auch. Jawohl, so. Jawohl, mit der Gänsewein ist aber sehr zu empfehlen auch. Also. Ja. Patrick hat ein paar, in München so Ich habe ein paar ein paar halbe habe ich getrunken. ein paar ordentliche, Aber- das will ich nicht sagen. So Aber so. nichts im Vergleich der letzten Jahrzehnte, muss ich ehrlich sagen. Nicht einmal im Ansatz. Nicht einmal im Ansatz. Wir haben auch Auch festgestellt, seit Monaten jetzt. ja, wir haben auch festgestellt, finanziell war das natürlich für uns gar nicht einmal so ein Minusgeschäft, das München. Na, überhaupt nicht. Wir haben nichts geschaffen. Aber es war für mich spannend zu erkennen, es gibt in Deutschland, oder zumindest in Bayern, es gibt kein Soda Zitron, das kennen die nicht. Das stimmt. Zumindest in München nicht. Ja. Ja, also ich habe nur Wasser drin, weil ich trinke ja sonst nichts alkoholfrei, sondern ich trinke Wasser. Nicht? Warum muss ich was sagen? So, das ist echt schwierig dann immer mit der Zeit, also Kaffee, Tee und Wasser. Und eine Sünde habe ich mir auch gegönnt. Eine, ja, das stimmt, die war dabei. Das war Eine. am späteren Nachmittag, kurz vor der, da haben wir, glaube ich, die Kurz vor Generalprobe hinter uns gehabt und haben dann Kurz vor der ersten gehabt, Aufzeichnung. gell, Genau ja. dazwischen in der halben, dreiviertel Stunde. Ja. Ein bisschen mehr Zeit Eine haben wir Stunde gehabt, weil wir haben sind umgegangen zum Dallmayr. Ja. Das ist nicht weit weg von dort. Wir zum Teil mehr, also umgegangen, wenn ich so sage. Ich bin
Patrick hat bringt gewartet. nicht. Ich habe gewartet dann. Nein. Alle 3 Meter. Bis ich halt nachkumpelt bin. Und dann habe ich gesagt, weißt du was? Das war, glaube ich, der erste Tag ohne Schmerzpulver. Ich gesagt, So, ja. und tut zwar alles weh, aber nicht so arg. Und ich will das jetzt feiern, ich will mich selber belohnen, weil ich habe als Kind in Griechenland, weil wir in Griechenland waren, und mich hat eine Wespen gestochen, habe ich mir gewarnt, nicht? Ich war immer luschen, nicht? Aber eine Wespe hat mich gestochen. Und meine Mama hat dann immer so als Trostpflaster, sind wir dann in diesen Shop dort gegangen und da habe ich dann ein Matchbox-Auto oder irgend sowas halt, nicht? Habe ich halt dann gekriegt. Und da habe ich mir immer das Matchbox gesagt, hey, aber gleichzeitig der Schmerz von. Und dann hat sie mir gesagt, und ist schon wieder gut. Ja, es geht schon. Weißt du, herrlich. Geht schon. Also wie Kinder halt so sein. Und da habe ich mir gedacht, ich gebe mir jetzt auch so ein Trostpflaster, so ein kleines, und ein kleines Belohnungsding. Und da habe ich gegessen, ich weiß nicht, was ist, ein Schokokuchen. Ja, aber der war wirklich, ich habe ihn gekostet. Ja, Gott sei Dank, weil mir war er fast zu viel geworden. Das musst du dir mal vorstellen, wo leben wir? Wo leben wir, dass mir das zu viel war? Und da habe ich das genossen, und das war so ein Genuss. Haben wir auch nicht so. Freiheit hat er sich, aber wirklich nämlich. Also Ja, wirklich, war wild. Absolut möglich. Grevig, schon lang vermisst. Herbert Schnitz, Herbert Schift, 67. Schift, Weltklasse. Bei uns in der Schweiz heißt ein Soda-Zitron Schnitzwasser. Gibt es überall. Wirklich wahr. Interessant. Ja, also in München definitiv nicht. Ich habe dann also ein paar Mal gesagt, ich kann da Soda bringen, der Zitronenscheibe alleine. Ne? Das war so ja. Was Patrick hat gepostet, du hast dir den Kuchen aus Kreislauf gepresst. Was? Judy, das probieren wir jetzt noch einmal in einem deutschen Satz. Dahlmeier kennen natürlich, jawohl, Mägi. Du Mägi, und da hat es doch gegeben, ich bilde mir einen Marienplatz, ein Kaffeehaus im 1. Stock um. Das war doch irgendwo dort, wo wir einander mal getroffen haben, vor vielen, vielen Jahren. Und das gibt es aber nicht mehr. Oder ist es jetzt ein Nespresso oder was da drinnen ist? Auf jeden Fall habe ich das gesucht. Nehmen wir einen Hubendubel, nicht? Ich glaube, ja, dort irgendwo bei dem Hubendubel, beim Rathaus. Dort irgendwo muss das gewesen sein. Und da habe ich nur eins gesehen, das war ein Nespresso Lounge. Nicht was Scheiße, was brauche ich? Ein Nespresso Lounge, wenn ich ein Kaffeehaus will. Nicht? Ja. Das stimmt, ich gebe dir recht. Ja, damit muss man scharf sein. Eines der Lieder, nein, die wieder nicht verraten, aber ist ja wurscht. Wir spielen jetzt ein Lied. Aus der Sommerszene. Aus der Sommerding. Was ist das dann, ja? Das Sommerlied. Das Sommerlied, genau. Das Sommerlied ist gut. Ist gut angekommen dort, muss man ehrlich sagen. Ist gut Sowohl angekommen. beim Publikum als auch bei Kollegen und sonstigem Personal. Und wir spielen es auch gern und es ist eine leibende Nummer Ja, und es zeigt absolut. diese unglaubliche gute Verbindung von Wienerlied und Jazz. Und natürlich, es lebt von dieser unglaublichen Virtuosität Ein Beispiel dafür. von Patrick. Ne? Muss man Oh, schon danke. sagen. Auch, nicht? Naja, was wiegt, das hat. Gewinnt ja nicht. Danke, danke. Ich war halt aber da zum Gewinner. Ne? Da möge das lange anhalten. Das ist ja Genau, Richard hat das geheißen. Marienplatz, erster Stock war es Richard. Ja, das gibt es nicht mehr. Oder es ist ganz woanders. Aber das muss nein, Marienplatz ist ja nicht das Ja, war man- schon dort gewesen. Ja, das war schon dort. Ja. Muss wieder mal schauen. Muss schauen, Maggie. Muss schauen. Ja. Vielleicht ist das auch, das noch weiter oben ist. Vielleicht. Glaube aber nicht. Na wurscht. Das werden wir rauskriegen. Auf jeden Fall haben wir da wieder. Also du hättest ein paar Mal Schnackerl kriegen müssen. Schnackerlstessen es kriegen müssen, weil wir oft an dich gedacht haben. Maggie. Na gut, Patrick, reiß mal an. Ne? Reißen wir es an, nehmen wir es an. Da sieht's auf der Wiesn, ein großer Da kommt der schönste Erdl am Waldweg daher. Da spring ich verfreit, aber was glaub ich schon mehr. Zwei Eigeln schauen fest in die meinen hinein. Da sagen sie mächtig einige sein, aber noch ein paar Pussel, sag ich geh schon heim. Ich bin aber frei wie ein Vogel am Baum. So Papageno, lass es zwitschern.
du gerne gehst zu mir, dann mach ich noch einmal die Augen fest zu. Sieht wieder vor mir die schöne Natur, denn draußen im Grünen, da war ich daheim. Da hab ich mich gefühlt wie ein Vogel am Baum. Stets bereit für einen Nachlauf, bitteschön. Gelungen, die Übung, nicht? Das ist so Befürchtung gehabt, ich kann es heute nicht mehr spielen, nicht? Weil ausgespült quasi, nicht? Ausgespielt. Ja, nicht. Wir können nicht ausspielen, wir dürfen nicht ausgespielt sein. Nein, gar nicht. Wir haben eine strenge Woche, eine schöne Woche vor uns. 4 Auftritte die nächsten 4 Tage. Morgen starten wir im Mai am Vorplatz Gemeinsam. mit dem Sanatorium Grinzing. Jawohl, Namentlich Engelbert Mach und Martin Vostl am der Quetschen. Jawohl. Lieber alte Freund, quasi ein Bakel wie mir, ähnlich, kannst du sagen. Ähnlich, ja. Und wir werden uns Ähnlich. einfach das geben. Es gibt sicher noch Plätze, sage ich mir, bin überzeugt. Also kommt einfach hin. Kommt so Mai am Vorplatz, seht ihr bei uns auf der Homepage. Morgen Abend, 19 Uhr, starten wir. Sehr leibend, bitte. Dann haben wir am Mittwoch. Was haben wir da? Stippert in Otterkring, in unserer Heimat, sind wir wieder bei der Familie Stipper zu Gast, hinten, in der Stube hinten. Ich freue mich auch schon wieder drauf. Du. Da habe ich keine Ahnung jetzt, wie gut reserviert. Dürfte ziemlich gut, was ich das letzte Mal, wie es vor einem Monat ausgestellt hat, ist ziemlich voll, aber sonst wer noch will, einfach anrufen und Sicher, vielleicht sollte ein Platz noch sein oder was. Aber sicher jetzt aber bitte anrufen, auf jeden Fall. Ja. Donnerstag, Klassiker, Daschler. Da wissen wir, da sind noch ein paar Plätze frei. Diesmal ja. Wieder. Das heißt, haben sie aber schon wieder ein paar wieder gefühlt. Also, aber hier könnte die Information bekommen, diesmal könnte ja wirklich ein Platz sein. Beim April ist schon die Information gekommen, ist schon voll. Das ist interessant, nicht? April ist schon voll. Ja, da sind ein paar ausgefallen und jetzt sind dann schon ein paar, haben das gleich genommen und sind schon wieder dabei. Aber Daschler, wie gesagt, besteht noch die Chance. Und dann haben wir am Freitag gleich drauf noch Dornröschen. Okay, Stammers der Verkehlergasse. Da spielen wir auch seit 20 Jahren. Das Auftaktkonzert in diesem Jahr im Dornröschenkeller. Im April schauen wir schon wieder im Dornröschenkeller da. Ja. Und das war es tatsächlich für das Monat, bis auf Bolsdorf. Aber das ist kein Konzert von uns in dem Sinn, sondern da ist von, wie heißt das, Wiener? Nein, da spielen wir nicht heuer. Das war nur eine Vormerkung. Da spielt Blasmusik. Okay. Da muss ich es wieder rausnehmen. Bitte, das war nur eine Vormerkung, bitte. War eine Vormerkung. Nein, da spielt die Blasmusik heuer. Okay, gut, ja, das spielen wir ein. Also dann war es das. Das war es, ja. Dann bin ich in der Klause. Du bist in der Klause. Nächste Woche bin ich beim Zahnarzt, ja. Bravo. Das ist auch gut, Ja, ja. Ist auch notwendig einmal. Es wird noch ein Jahr jetzt sich hinziehen fast, ein Dreivierteljahr, dann habe ich wieder ein neues Getriebe, ein schönes. Das schaut aber so. Gut, wenn ich jetzt an jeden Arzttermin auch noch aufzeige. Also habe ich keinen. Das ist recht. Viermal zum Zahnarzt zu gehen, die nächsten Dreivierteljahre. Ja. Hoffentlich nicht öfters. Wir haben, also auf jeden Fall, die Wochen gibt es uns. Die Wochen gibt es uns live. Die Wochen alles. Und April gibt es dann viel. Ja, April geht es ja schon wieder an. Josef Dattl ist da, im Bad. Hat er die Badewanne gepostet oder hat er das geschrieben? Nein, geschrieben, nachdem die Maggie natürlich sofort um einen Bericht gebeten hat. Ja. So gehört sich das. Wir haben auch, wenn wir schon ein bisschen reden, ich muss jetzt schon ein bisschen, wie soll ich sagen, der Patrick traurig drei schon ein bisschen, also so angemogert, fertig, traurig Ding, weil wir haben heute schon ernsthafte Probleme gehabt mit der Kamera. Aber sie rennt wieder, also zumindest der rennt die sehe ich vorher auch, aber das hat jetzt Bild ist hoffentlich scharfer. Ja, also wir haben dank unseres Ackerls haben wir natürlich den Hinweis auf eine Kamera bekommen, die sehr wahrscheinlich diese hier ersetzen wird. Was haben wir gesagt, kostet? Naja, 800. 800er, sagen wir mal. 800er. Ja. Und jetzt ist es natürlich so, in alter Manier, da man natürlich bitten und betteln,
das uns unterstützt dabei, dass wir uns die neue Kamera kaufen. Sagen wir es ehrlich, wir könnten es uns kaufen. So. Nicht? Weil das ist immer Blödsinn, wenn wir sagen, nicht, ich müsste es, damit wir uns die leisten können. Nein, wir können es uns leisten, aber es war halt leibend, wenn wir nicht unser Kostgeld ausgeben müssen für eine Kamera. Also das Kostgeld geht jetzt irgendwie nicht jammern, aber es geht jetzt viel Sprit drauf. Das geht genau. Allein die Heimfahrt von München, aber Gott sei Dank habe ich nicht in Deutschland tanken müssen. Ja. Über 2,20 € plus mehr noch der Liter. Das war halt also. Ja, dann lassen wir das. Jammern wir nicht. Ja, aber bitte, wenn es wollt, unterstützt uns. Wir wären euch sehr dankbar für einen ordentlichen Schmattes sozusagen. Das ist der neue Zentbach, ja, was ist die Zehntel lassen wir aus. Die Informationen findet ihr in der Videobeschreibung. War er wirklich leibend. Legt es zusammen. Wenn er jeder ein bisschen was hergibt, nicht? Und ein paar viel, dann geht es sogar mehr aus wie eine Kamera. Nicht? Für uns, dann geht es in einen 10 aus. Also, wie auch immer. Also, ich mag das nicht, wenn man dann herumbädeln tut im Sinne von, damit dieser Kanal weiterleben kann. Also, wir werden das schon alles irgendwie machen, aber es war echt leibend. Bitte, Dankeschön für eure wertvolle Unterstützung, dass ihr sagt, pass auf, da habt ihr einfach einen Schmatt, da habt ihr auch Geld. Kauft euch die scheiß Kamera, die 800er sollen auch noch drinnen sein. So viel wird es wahrscheinlich gar nicht einmal ausmachen dann im Endeffekt, aber irgendwo da werden wir liegen. Und das würde zumindest auch unser Nervenkostüm vor der Bavlatschen gewaltig ändern. Und ich habe nämlich schon andere Kameras, die ich habe, ausprobiert und das ging in dem Setup so nicht. Das geht sich nicht aus vom Weitwinkel her. Und jetzt müssen die da so viel herumspielen und wirklich, Freunde, ich war verzweifelt. Ich war schon am Ding wieder, was auf Fuß tut mir weh und das. Das ist gut alles dann zusammen, ne? Ja, du brauchst nicht, ich kenne mich aus und ich glaube, ihr versteht das auch, glaube ich. Ja, schau, die hätte, Schmattes ist unterwegs. Danke. Ich danke dir jetzt schon. Ich danke dir jetzt schon. Mittwoch am Stippert ist ausgefallen. Was sagt die Sprachpolizei? Was? Nein, wieso? Wie kommst du auf das? Wurde verschoben, aber schon letztes Jahr haben wir das schon verschoben. Von letzter Woche. Achso, das wäre ja ursprünglich letzte Woche und das haben wir letztes Jahr schon im November schon verschoben damals. Das ist schon letztes Jahr auf jetzt kommenden Mittwoch verschoben worden. Ja. Also ich hoffe. So, gut, also das war meine Bitt- und Bedel-Rede. Jetzt da, Patrick, was reißen wir an? Greifen wir wieder in die Lade. Greifen in die Lade. Was reißen wir an? Das ist wichtig, dass man einmal AW sagt. Ja, das stimmt. Aber ich das auch immer so, aber ich habe mir geglaubt, das gehört so, wenn man 50 ist. Jetzt bin ich drauf gekommen, nein, das gehört eigentlich nicht. Das ist einfach, weil ich lediert bin. Ich glaube, dem Alter entsprechend. Ne? Ja, aber das stimmt gar nicht. Man muss gar nicht in dem Alter. Es ist gar nicht. Nein, es ist nicht notwendig unbedingt. Aber jetzt einmal. Es reichen die Leute schon, die ich habe auch. Wir müssen nicht mehr dazukommen, weißt du? Ich baue alle an. So schaut es aus. Ich baue alle an. So, was haben wir, Patrick? Darf ich mir was wünschen? Ich habe ja an dich gegeben, den Ball sozusagen. Bitte gerne. Aber wünscht das nicht nur, sondern sagen wir es auch, dass ich weiß, was ich spielen muss. Ja, es war nicht schlecht. Machen wir die alte hinten? Ja, ist es noch. Dora, Eine ganz alte hinten, verdeckt von der Sonne. Ein Pflaster gegossen, dort bin ich geboren. Im Hinterhof da steht verlassen ein Baum, nicht ein Flicker, ein grünes, nur starr und lang. Dort hab ich als ganz Kind gelebt. Dort war ich daheim. Zieht's mich manchmal hin, wo weiß ich dann, dass ich ein Fremder dort bin. Ein ganz Jahrzehnte. Und da wird mir klar, dass trotz Armut meine Kinderzeit so wunderschön war.
dass du so einmal meine Kinderzeit so wunderschön war. Jetzt machen wir die zweite. Ne? Ja. Finsterer Hausflur und düster die Gegend, was weiter das regelt, schon von die Wind. Am Gang über Sehne, das Klosett jeder hin, ein kleines Zimmer, ein Strohsack, so sind wir Kinder gehen. Und dass wir damals glücklich waren, kann kein Mensch verstehen. Vorquarten, ist nicht ein D? Das Schönste im Ausland ist ein Vorgarten nach Wien. Aus dem gehen wir immer, sitz im Zug ich einmal drin. Es fliegen die Gedanken Kilometer voraus, bis der Zug endlich fährt, ist mein Herz längst schon zu Haus. Woanders kann schießen, doch daheim ist halt daheim. Da kenn ich ja jedes Gassel, jeden Stein und jeden Baum. Drum sag ich halt immer, egal wo ich bin, das Schönste im Ausland ist ein Vorgarten nach Wien. Das Schönste im Ausland ist ein Vorgarten nach Wien. Oft ergibt es sich im Leben, dass du fort musst von zu Haus und dann stehst du in einem verrennten Land und kennst dich nicht aus. Heimlich schlägst du dich zum Bahnhof, schaust voll Sehnsucht auf das Gleis und eine kleine Melodie erklingt in dir leis. Das Schönste im Ausland ist ein Vorgarten nach Wien. Das denk ich mir immer, sitz im Zug ich einmal drin. Es fliegen die Gedanken Kilometer voraus, bis der Zug endlich fährt, ist mein Herz längst schon zu Haus. Woanders kann schön sein, doch daheim ist halt daheim. Da kenn ich ja jedes Gassen, jeden Stein und jeden Baum. Drum sag ich halt immer, egal wo ich bin, das Schönste im Ausland ist ein Vorgarten nach Wien. Das Schönste im Ausland ist ein Vorgarten nach Wien. Jawohl. Schöne Nummer. Jawohl. Schöne Nummer. Der Megi Leibli. Du schaust schon. Endlich, ja. Danke, mein Leibli. Ich fahre am 1. April wieder nach Wien. Jawohl. Yes. Josef Tatl, sehr schöne Musik. Danke dir. Die Achtel von einer. Danke. Dankeschön. Elegisch, sagt die Sprachpolizei. Manfred Kraft hat er nicht erkannt, dass man bei der alten Hitten.
dass wir die erste und dritte Strophen gesungen haben. Erste, dann haben wir die zweite aber hinten nachgeschossen. Ja, Nicht? so wurscht, ne? Wir müssen nicht zählen können. Ne? Ja. Sehr lässig, sagt der Hochhofer Freund, bravo David, danke schön. Jawohl, gilt auch für St. Pölten, Sprachpolizei. Einmalig. Ja, pass auf. Wisst ihr, was wir jetzt schon lange nicht gespielt haben? In Nachtvater. Schon lange gespielt, aber schon Also, eine Nummer. Ja. Wir bringen ihn schon zusammen. Ja, freilich bringen wir ihn zusammen. Da bin ich überzeugt davon. Den haben wir wirklich schon lange nicht gespielt. Das hat sich da was aufgehängt. Ich bin gleich wieder bei euch. So, wieso ist das jetzt? Das ist eigentlich jetzt, als wenn man das Geht schon sprachlich wieder. analysiert und nicht weiß, Bin schon wieder bei euch. welcher Kontext, dann ist das schwierig. Also da hat sich schon wieder was aufgehängt. Also Bin nicht gleich da wieder bei bei euch. Bin gleich wieder da bei Ja. euch, geistig meine ich. Jetzt, da, die Technik hat mich jetzt geistig eingenommen. Da geht schon wieder, passt. Es läuft schon, dass ich zumindest ein bisschen was mitkriege. Schau die Mege. Gründonnerstag spielen in Döbling, Betonball. Ja, und am Karfreitag bin ich bei der Diabetesambulanz zur Fußuntersuchung. Siehst du das? Das sind so meine Weil das sind also die Lichtblicke, Erlebnisse, die ja. Erlebnisse, wo man Denke mal ernst, ja, hat gesagt, ja, das ist am Freitag, am 8. Das ist jeder Karfreitag, das ist eher Leidenstag. Da muss man Da hin, muss nicht? man Das hin. passt schon, das haut schon hin. Na gut, machen wir Nachtvater. Mach mich Nachtfahrt. Eine Eigenkomposition, die wir wirklich so lange nicht gespielt haben. Sie liegt in ihrem Zimmer, die Augen sind schon drin. Die Schwester bringt das Supperl, sie meint's ja nur lieb. Sie hat ein schönes Leben gehabt, jetzt gibt's nichts mehr zum Tun. Und wie sie ihr Lied hört da nicht, da hat's nichts mehr verloren. Wann der Nachtvater singt, dein letztes Lied, dann hörst du ihm gut zu und wie es langsam wird. Keine Angst, keine Fragen, kein Licht mehr im Raum, nur seine Stimme und dann Stille und endloser Traum. Er hat kurz nicht aufgepasst. Es schäbert und kroch. Und dann dreht sich mein Auto kreuz und quer durch die Nacht. Da liegt er dann erzwickt, er kriegt kaum mehr Luft. Da hört er sein Lied in der blechenen Gruft. Wann der Nachtvater singt, dein letztes Lied, dann hörst du ihm gut zu und wie es langsam wird. Keine Angst, keine Fragen, kein Licht mehr im Raum, nur seine Stimme und dann Stille und endloser Traum. Ihr Mama umarmt's fest. Ja, sie zertrutzt sich schon fast. Das Munterbleiben ist für das Madel nur mehr eine Last. Der Arzt sagt zur Töten, es dauert eh nicht mehr lang. Da hört schon das Madel an friedlichen Gesang. Wann der Nachtvater singt, dein letztes Lied, dann hörst du ihm gut zu und wirst langsam wird. Keine Angst, keine Fragen, kein Licht mehr im Raum, nur seine Stimme und dann Stille und endloser Traum. Na, 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 na. Na, 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 na.
meine Frau, kein Licht mehr im Raum. Nur seine Stimme und dann Stille und endloser Traum. Gratuliere dir zu dieser wunderschönen Nummer auch. Ich danke dir herzlich. Es ist meine Ehre, Sie spielen zu dürfen. Meine Ehre, das mit dir zu spielen. Das ist Schön. natürlich. Schön. Natürlich. Aber ja, wir kennen es noch. Gemacht für uns, ja. Schön. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ja. Was euch eingefallen ist, Achtel von einer, danke euch schön. Josef Tadler, super. Zuckerkrankheit, Untersuchungen, Nacht vor der depressive Geschichte. Ja, ja, naja, es geht ja gut aus. Es geht der ja, Wien, es geht der ja Wiener wirklich geht gut sterben aus, immer ja. gut aus. Man muss das immer so sehen. Jawohl, die Achtel. Mit dem Auto Kreuzer quer, ja, kannst du mir nicht vorstellen, das Ende von Roland Suze, ja, das Ende von Ja. vielen Mega, ja. Ja. Ist es so. Also es war für mich war sozusagen die erste Idee, es war jetzt nicht geschrieben dafür, sondern eben der erste Gedanke war eben auch damals an meinen Neffen, nicht, der mein Auto gekriegt hat, nicht, meinen Skoda und den alten, mit dem der Patrick und ich auch noch viel erlebt haben. Viel erlebt. Schöne Dinge. Ja, und dann habe ich ihm quasi weiter übergeben an den Neffen, ja, und der hat sich auch aufgehängt, aber die Bar mit der Nacht sozusagen. Ja. Das ist es so. Gerade dem Junkie taugt der schön, super Lang schöne her? Musik. 25 Jahre her, oder? Ja, Es ist wirklich lange her, ja. ja. Lang ist her und trotzdem natürlich präsent. Es ist wirklich, ja, absolut, ja. Das ist es so. Ist es so, oh, Wir ja. kannten uns ja alle, nicht? Das ist Natürlich, ja das, natürlich. Judy war depressive Geschichte, das müssen wir jetzt aufhören. Was spielen wir jetzt da? Erst hat's aus mit Nein, machen wir was, aber wir können ja was Neutrales spielen. Das ist weh wieder schwitten. Ich merke schon, ja, er wird schon unruhig beim Sitzen. Nein, das klar. Sitzen Er weiß schon natürlich nicht, wie er sitzen soll mehr. Das Sitzen auf die Art und Weise ist natürlich schon ein bisschen. Nein, es ist generell die Haltung beim Musikmachen ist natürlich Ja. generell nicht die gesündeste. Aber- Sagen wir es offen, wie es ist. Das Positive ist, dass die Haltungsschäden wirklich aktuell meine geringsten Sorgen sind. Ja. Und das Grüppellied haben wir ja früher oft im früher, ja. Repertoire gehabt, also oft wirklich gespielt. Das ist damals gespielt worden einfach. Würde ich mir heute nicht mehr trauen, weil ich würde sagen, dass YouTube wahrscheinlich, oder dass dann das Video gesperrt wird. Wahrscheinlich ist ziemlich hoch die Wahrscheinlichkeit in der Zwischenzeit. Aber legendäres Lied würde jetzt natürlich perfekt passen. Das Grüppellied, wer es nicht kennt, es wird es wahrscheinlich sogar auf YouTube geben. Helmut Galtinger, André Heller, ja. Grüppellied, wenn es sucht, wer es nicht kennt. Eigentlich wirklich eine geniale Nummer, aber ich traue mich nicht spielen. Nein, das lassen wir aus. Also, wer weiß, Sonst wer weiß, was da ist. Nein, das Da nur Ärger. Aber weißt du, was wir machen können? Was Wir haben können schon wir länger nicht gespielt. Aber so was Lustiges. lustig spielen. Was wirklich Lustiges. Ui, ja, geht schon rein. Haben wir schon lange nicht gespielt, aber ich Was hoffe, ist denn das das für wird Ton, nur Alter? zusammen. Es ist in C. C. Ich benisse missa wieder keiner. Meines keiner ernst, das war noch schöner. Ich hab alle Titel, die es noch gibt. Und bin überall beliebt. Ich bin der König von den Trauer. Bin ein Halodri, ganz ein Schwager. Ich bin Baron im grünen Kranz, der Karajan von denen Tanz. Ich bin Herr Graf im grünen Busch, doch nur daheim, da muss ich stark sein. Aber wenn's um meine Dreijährige geht, bin ich die Trara, bin ich die Trara. Bin ich die Trara Majestät. Jeder Hauer tut schon auf mich warten. Weil hat er ausgesteckt, kriege ich gleich eine Karten. Und die
Schrammen stehen schon vor der Tür und meine Spätzle stehen spalier. Ich bin der König von den Raden, bin ein Hallodri, ganzer Schwader. Ich bin Baron im grünen Kranz, der Karajan von Wernentanz. Ich bin Herr Graf im grünen Busch, doch nur daheim, da muss ich Stabsam. Aber wenn's um meine Drare geht, bin ich die Trara, bin ich die Trara, bin ich die Trara Majestät. Kurzwab. Yes. Der Drara-König, eine der Leibnummern von Walter Heider gewesen. Ja, stimmt. Der Drara-König, ja. Und das erste Mal habe ich gehört, allerdings von dem Herrn Neuserburg. Ich auch. Also ich kenne es auch noch von den Neuserburg. Vor über 30 Jahren. Über 30 Jahre her. Ja, schau, der Mario Burger sagt, habe gerade in YouTube nur Grü eingegeben und es wurde mir sofort das Grüblät vorgeschlagen. Ja. Ich traue mich trotzdem nicht. Weil ich sage, das ist eine fernste Geschichte. Weil dann, das ist was der Gewaltiger, ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund. Und dann, ich weiß nicht, braucht ja nur einer sein, der das mögt, oder keine Ahnung. Es ist heutzutage halt so unlustig in der Gesellschaft. Du musst so aufpassen, wie da jemand gerade bei solchen Sachen, so Kanäle. Und ich weiß, was ich da immer kriege nach einer Bablatschen für wie heißt denn das dann, ne? So Einsprüche, nicht? Urheberrechtseinsprüche, haufenweise. Aber das ist das Problem dabei. Ja. Rudi Korbisch, ja. Ja. Ich bin der Graf vom Söchten Blunzen und wer viel sauft, muss auch viel weinen. Das ist ja Rudi. Ja, es ist, Manfred, weißt du, es ist ja so, du versuchst das jetzt mit Vernunft und Logik zu erklären, aber für das habe ich mich schon viel zu lange jetzt mit Social Media und so beschäftigt. Aber vergiss es in das hat mit dem nichts zu tun. Das hat mit dem nichts zu tun. Das ist einfach... wir können das Harmloseste vom Harmlosesten machen und aus irgendeinem Grund wird genau dieser Livestream führt dazu, dass wir gesperrt werden. Ist wirklich, das ist halt, ja, was willst du machen? Ganz vergessen, Johanna Duschl, was ist da? Jösses, na! Ja, soll ich die Judy sagen, die hat YouTube gemeint, da man Nippels gesehen hat. Ja, das ist ein Bekannter von mir, der hat auf YouTube nicht der Rohkarten, aber so ähnlich, nicht? Also so Lenormand, oder wie das heißt. So, also halt so Kartenorakel gelegt. Nicht? Und da war immer Karten dabei, da waren Nocker gezeichnet, nicht? Ein Nocker da drauf. Nicht? Die gesperrt wurden. Das ist schlimm. Heute. Ja, und dann hast du aber, naja, das kommt drauf an. Wir leben in einer Zeit. Nein, es kommt ja nicht drauf. Es ist nicht, wenn einmal ein Nocker das sagt, sondern bei dem wird es gesperrt und bei 300.000 anderen nicht. Ja, genau. Und beim nächsten, bei denen wird es nicht gesperrt. Beim nächsten auf einmal wird es wieder gesperrt. Weil Urwascheln zum Singen. Das ist alles so eine undurchsichtige Geschichte. Also lieber nicht aufmucken. So gut es geht. Schaut aber was an, Wolfgang Klotzka ist da. Jawohl. Wolfgang Sievers. Auch der Uli Bär meinte einst, heute begibt man sich mit manchen Liedern sehr leicht auf dünnes Eis. Ja. Das stimmt, es ist wirklich, das ist ganz... Das ist eine spaßbefreite Zuschauer. Ja, wirklich, eine biedere Sache alles, das ist furchtbar zum Teil, wirklich. Da steht ja Susanne Fabra, jetzt haben wir mal was zum Feiern. Yes. Bekomme nächste Woche meine Schlüssel für meine neue Wohnung im 22. Bezirk. Bravo, Susanne. Bravo, gratuliere. Da machen wir Leiblet für die Susanne, Fiakerl. Fiakerl machen wir. Leiblet für die Susanne. Beim Fiakerl, und dann mache ich die steirische Seite, da können wir es mich in Original, wie ich es geschrieben habe, sogar machen. Auf der ich es geschrieben habe. Das ist eine Idee. Sogar, dann nachher auch noch machen. Ja genau, Sprachblitz. Die Leute dürfen es wegbomben, aber nachher das Tote ist unmöglich. Ein Tutelis ist was du, wie gesagt, man darf das alles nicht einmal im Ansatz versuchen zu verstehen. Das hat alles eine eigene... Und das ist sicher nicht die KI, das sind einfach Trotteln. Das ist der Unterschied. Es gibt so viele Trotteln auf der Welt. Das fällt mir gerade ein.
Na gut, dann machen wir gleich das Ding, oder? Machen wir das fertig. Jetzt habe ich es gerade machen. Na gut, dann machen wir es dann. Bitteschön. Du musst ein bisschen auf mich auch achten. Ja, acht auf die, acht auf die. Ja, ich fiel zwei halbe Rotten, mein Zeigel steht am Graben. Ach so wie die zwei Trocken, wird's nicht bald gesehen haben. Ein Peitschen, nein, das gibt's nicht. Ui, ess es, nur nicht schlagen. Das Höchste war ein Schneuzer, sonst zerreißen sie mir den Wagen. Fahren am Zungenlusthaus Vorriss in 12 Minuten hin. Da springt man keins im Galopp, da geht's nur weiter ab, trab. Wenn's noch so recht schießen, dann spür ich's in mir drin, dass ich die rechte Brotz noch hab, dass ich ein Fiaker bin. Ein Kutscher kann auch jeder werden, aber fahren, das können sie nur im Weg. Mein Stolz ist, ich bin heute ein rechtswerner Kind. Ein Fiaker, wie man nicht alle Tag findet. Mein Blut ist so luftig, so leichter wie der Wind. Ja, ich bin heute Pfiff, ein rechtswerner Kind. Ich bin bald 60 Jahre alt, 40 Jahre stehe ich am Stand. Der Kutscher und sein Zeigen waren alle fest beieinander. Und kommt's einmal zum Anfang und wäre dann begraben. Ja, dann spannt's mir meine Roppen und fährt's mir übern Graben. Dann lasst's sauber laufen, führt's mich im Trab hinaus. Ich bild mir's aus, nur nicht im Schritt. Nehmt's mir nicht wegen ein Gerät, sag er mit. Das ist ein Muss, das Umziehen ins allerletzte Haus. Und Leute, die so ins nur merken, ein Fiaker fieren's hinaus. Und auf mein Grabstatus ich steh, damit's die Leute deutlich sehen. Sei stolz ist, war halt ein echter Kind. Ein Fiaker, wie man nicht alle Tag findet. Sein Blut war so luftig, so leichter wie der Wind. Ja, war halt ein echter Kind. Ja, wirklich großartige Nummer. Jawohl. Je älter ich wäre, umso Klassiker. noch besser geworden, muss ich ehrlich sagen. Das ist Ja, ganz interessant. Mir aber immer gefallen. Also es gibt ein paar dieser Klassiker, die mir tatsächlich immer gefallen. Du, Wirklich apropos schön, Klassiker. Wirklich eine schöne. Schau, Silvia Pitsch ist dabei. Ja, servus, Silvia Gäste. Bist du nein, wann das Fiakerlied verboten wird? Ich hab nicht verschreiß nicht. Ja. Was wolltest du? Ja, und zwar unser Franz Brandwein fehlt uns noch. Ja, der Franz, den haben wir Gott sei Dank getroffen beim Stippert. Beim Stippert, ja, letztes Monat. Lasst alle lieb grüßen, lasst alle lieb grüßen. In alter Frische. Und der hat sich dann am Tag drauf nämlich nach Malta begeben, auf einen Urlaub. Ja, hat er gesagt, da burgt er sich ein Motorrad aus und fährt halt Malta an. Ist ja gleich gemacht. Ne? Ist ja nicht groß, Malta. Ist ganz nicht sicher. Schaffst dann einen halben Tag. Unsere Buchhaltung ist auch gerade auf Malta so, unterwegs. Ja. Ja, so, Thomas ja, und die Wohnen sind gerade in Malta auch. Ich Schon die ersten Fotos habe ich schon gesehen. Aber ich glaube nicht, die Und Buchhaltung Videos wird ja gesehen. da nicht auf Malta sein. Ne? Das ist nicht, nein. Das Franz, ja. Die Abteilung der Buchhaltung. Die Abteilung ist dort, ja. Nein, ja, wir haben noch ein wichtiges Unser Thema. Backoffice, ja. Ja, wir haben noch ein wichtiges Thema anzusprechen, was ich noch thematisch ausgegeben habe für diese Sendung. Nämlich der 31. Mai. Ja, unsere erste überhaupt Fanfahrt ins Waldviertel. Wir fahren von Wien ins Waldviertel. Wir fahren mit dem Bus, wir fahren mit dem Zug, mit der Schmalspurbahn. Wir haben eine wunderbare Führung durch Litschau von einem sehr, sehr ortskundigen und einem sehr launigen Menschen, was ich bereits
gehört habe. Yes. Das wird echt spannend sein. Nachher gehen wir gut Mittagessen zum ersten Haus am Platze. Was wird dort dann sein nach dem Mittagessen? Natürlich ein Konzertal exklusiv. À la Bonheur wird das werden. So schaut's Hoffentlich aus. von uns. Bestimmt. Und dann fahren wir im Bus wieder heim und haben einen gemütlichen Ausgang beim Wer Richard. will, beim Richard. Machen wir. Genau. Und das ist, also der Zweck, also für uns ist der, schaut bei uns auf der Homepage, da Steht findet alles ihr drauf. alle Daten, Anmeldemöglichkeiten, Ich möchte was gleich- kostet und so weiter. Genau. Ich Ja, muss anmerken, die Gudrun, meine Frau, Ja. wird mit einer Freundin auch mit dabei sein. Das ist schön. Vielleicht ein Anreiz für Leute, das noch ein zusätzliches Du meinst, Leute noch- Wer die Frau kennenlernen. meine liebe Freundin auch kennenlernt, nicht? Also, Meine Frau will kommt auch die, mit. die ist auch dabei, die Uschi ist auch dabei. Ja, Ja. ich meine, ich weiß nicht, dass es jetzt ein Anreiz ist. Ja, weiß man nicht. Na, weiß ich nicht, so ist das noch. Ja, ist das jetzt vielleicht? Ja, Das fährt gleich gar keiner. Na, früher, Nein, ich glaub, na, das früher passt schon. hätte ja der eine oder andere gedacht, Einige- ist das noch. Na, wenn die Frauen mitfahren, dann Na, sind sie zum einige- Schluss Schaum Einige gebremst. unserer Pavlacisti und sonstiger Fans von uns haben mich schon gefragt, wann wir die Gudrun endlich einmal kennenlernen. Das ist eine gute Möglichkeit. Und Ja, das zum stimmt. Beispiel, ja. Das stimmt. Und eine andere Möglichkeit wird sein, im April im Dornröschenkeller. Ja, auch Auch, schön. aber auch schon. Auch schön, auch schön. Aber ich wollte von der Fanfahrt jetzt reden. Eben von der Ja. Fanfamilie, aber das musste ich einwerfen. Naja, natürlich, ist ja auch nicht unwesentlich. Weil ich wirklich oft angesprochen und angeschrieben auch schon wurde per WhatsApp und sonst. Ja, definitiv. Definitiv. 31. Mai. Ich freue mich wirklich drauf. Gudrun ist dabei. Munkelein ist dabei. Wir sind dabei, logisch. Vom Thomas Mayer hervorragend organisiert. Leibwand. Wieder leibender Tag. Aber worum es uns ja dabei eigentlich geht, ist ja das, so eine Fanfahrt, was soll der Sinn von sowas sein? Und es ist wirklich so, dass eben Fans und wir einfach einen ganzen Tag beieinander. Das heißt, wir kommen mal wirklich zum Plaudern. Weil beim Richtig. Heurigen, wenn wir was spielen und was, ja, du kannst ein paar Worte wechseln, mehr geht ja nicht. Aber da sind wir ja einen ganzen Tag beieinander. Das ist also auch, es ist ja mit 50 Leuten ungefähr, sind wir ja beschränkt. Mhm. Und das geht sich über den Tag aus, dass wir Dass man die wirklich Bus in der Bahn, plaudern erstens einen kann, Stuhl ja. haben, eine Gaudi haben, dann die Musik, wir sind unter uns und auf das freue ich mich persönlich einfach wirklich wahnsinnig, ja, auf diesen persönlichen Austausch mit euch, dass man sagt, ich bin jetzt nicht die ganze Zeit, ich muss nicht die ganze Zeit spielen und irgendwas, sondern wir sind da, wir können über alles Mögliche. über Gott und Plauschen. die Welt reden, ja. Genau, und haben wir einen schönen Tag miteinander. Und das ist sozusagen ganz tiefe, große Empfehlung, auch bei uns auf der Homepage findet ihr alle Daten. Genauso wie natürlich die Möglichkeiten, aber die sind auch da in der Videobeschreibung. Die Möglichkeiten, wie man uns pekuniär, finanziell und wie man auch immer das sagen will, unterstützen will und kann. Für die neuen Zugekommenen sei nochmal erwähnt, wir sind blank, wir brauchen eine neue Kamera. Diese Kamera ist im Geistaufgeben doch recht fortschrittlich Ja, es aktiv. schreit mit großen Schritten voran, ja. Und dank unseres großartigen Ackerls, der Iron Acker, haben wir auch schon also für uns ein gutes Kameramodell ausgesucht, das jetzt wahrscheinlich auch, Das wird's werden. das wird es auch werden, das schaut auch ganz gut aus. Aber das sind halt 800er. Dankeschön, wenn ihr uns dabei unterstützt. Das So 800 so nebenbei ist auch nicht unbedingt Ja. immer so leibend. Nicht? ist nicht leibend, ist nicht Das leibend, ist aber, nicht leibend, ja. aber wie gesagt, mit denen sowieso, also es hängt nicht das Überleben des Kanals davon ab, Nein. aber es war halt einfach leibend. Bitte. Also danke dafür, danke für euch ein Schmattes. Muss ja nicht gleich was ein großer Betrag für die Kamera sein, auch ein Schmattes für die 16er Buben, einfach so. Kann ich da einblenden? Da hast du noch gar nicht eingeblendet. Nein. oder? Da schau, nicht? Ich wollte aber ein neues Ding. Dann kann man natürlich Kanalmitglied werden auf YouTube. Es gibt alle möglichen, ihr kennt es eh. Oder schaut euch das halt an. In der Videobeschreibung stehen alle Möglichkeiten drinnen, wie man uns unterstützen kann. So, und Freunde, und ihr müsst mir jetzt bitte nicht gram sein, aber wir werden jetzt ein Schlusslied nehmen, weil ich muss jetzt dann ich muss ihn irgendwie bewegen. Dann Ihr seid uns nicht böse. Nein, unsere Fans sind uns nie böse. Nein. Pavlacisti sind nicht böse. an die. aber normal zieht man jetzt die halbe Stunde locker. Na durch. locker. Aber es wirklich, es macht mir jetzt irgendwie körperlich keinen Spaß mehr. Und daher lassen wir es lieber Lass gut uns sein. lieber gut sein. Machen wir eine Schlussnummer? absolut. Machen wir eine Schlussnummer. Auch in Anbetracht dessen, dass wir ja diese Woche auch noch 4 Auftritte vor uns haben am Morgen. Absolut. Am Stück so. Das kommt auch noch dazu. Na klar. Eine Fanfahrt. Fahren Zauberer auch mit. Sprachpolizei, wenn du dabei bist, ja.
Wir brauchen einen Magier, einen Zauberer. Wenn der Sprachpolizei mitfällt, lernen wir uns ein. Der Zauberer ist tot. Der Zauberer ist tot. André Heller. Ich sage euch was, also die Musik von die Lieder, ich liebe es. Ich weiß nicht, das ist für mich ein Phänomen, weil André Heller ist original kein Musiker, definitiv nicht. Ja? Aber einfach die Lieder, mir taugt das so dermaßen. Und wirklich einige davon, die taugen mir wirklich, aber ich verstehe die Worte, aber ich verstehe wirklich nicht, was er meint. Ja, ich verstehe es wirklich nicht. Es ist wirklich spannend, aber ich liebe diese Lieder. Ich liebe diese Lieder von André Heller. Und wenn natürlich die Feen fort ist, wo der Zauberer nicht fort. Und die waren Sprachpolizei, mit den weißen wallenden Haaren, der Waller mit wallenden Haaren. Ja. Der Grot, das ist ja, naja, bitte. Das ist eine stattliche Erscheinung. Das ist ein Zauberer. Das ist ein Zauberer. Da ist was da. Da ist was da. Das war ein Leihwand. Sprachpolizei hat so einen Auftrag. Lernt da was ein. Wir wollen einen Trick sehen. Freunde, es war uns ein wirklich so wie mein großes Großvater, der hat sich immer mit Trick gelernt, vom Papa, der Rauchoper. Das hat immer funktioniert, wenn er es da oben gesagt hat, Vormittag, Samstagnachmittag sind wir zusammengekommen, nichts, was rausgefallen, runtergefallen, nichts hat funktioniert. Ja, das war so ein Klassiker. Was soll ich mein Physiklehrer? Das ist da auch, glaube ich, nie. Mit Zauberzähhefter. Na passt, Sprachpolizei, bist schon dabei. Ja, Physik, im Gymnasium Physik, das eine Jahr auch. Da habe ich meinen Klassenvorstand gehabt, den habe ich in Mathematik gehabt, der Hasenleitner, der hat irgendwas aufgebaut und nicht funktioniert. Von dem rede ich, das war okay. Das war meine Oberstufenphysiklehrer. Dann habe ich die Kerber gehabt, bei der hat es funktioniert. Aber der Hase war... Ja, das war amüsant. Ja, aber das war... Aber eigentlich, bildend war es nicht. Ja. Das war nicht so Ding. Nein. Aber weil der Sprachpolizei, das bringt mich Zauberzähft, das ist das Wortspiel natürlich, bringt mich jetzt bei dir auch auf die Idee, wie du dich aus dieser Tanzmisere hinaus baldobern kannst. Also du bist alter Trager. Du kannst die Wienerisch wunderbar Das aussehen. stimmt, aber... Ich bin kein Tänzer, ich bin aber der Trager. Trager, ja. Ja, weil der Trager kenne ich, nicht? Ja. Ja. Also wie gesagt, es wird wieder alles fitter, es schaut alles gut aus. Jetzt hat es mich zaubert ein bisschen und jetzt schaut alles gut aus. Bei mir schaut es wirklich gut aus. Also alle 5 Jahre oder alle 7 Jahre zaubert es an von uns. Das werden wir jetzt verlängern auf 40 Jahre, 50 Jahre. Nein, mir reicht das ehrlich gesagt. Und wir haben in Chemie mal Schnaps brennt, das ist leibend, Mario Burkhardt. Ja gut. Ja, gut, da hätte ich heute noch in der Schule, da war ich nur sitzen bleiben. Schnaps brennen. Naja, gut. Ja, wir haben alles. Wir haben brennt, wir haben gebraut, wir haben gekältet. Ich war in der Rosenstadt groß. Ja, aber du bist auf der Chemie schon super, nicht? Ich war im Wirtschaftsgrundlichen Realgymnasium. Wir haben sonstige Sachen gebanscht, nicht? Gifte. Wir haben einfach die Zeit zwischen den Pausen verbracht. Was mir Benzol über die Finger rennt, das ist aber Wahnsinn eigentlich, dass ich noch gesund bin, halbwegs. Ja, wer weiß, wo das alles herkommt. Vielleicht ja, die ganzen Leute mit den Nieren und so. Ja, solange du die Zauber spielst, dass du noch lebst. Ja, aber es ist wirklich... Alles ist gut, aber es wird besser. Ich werde es sehen. Aber heute Dankeschön für euer Verständnis, dass wir ein bisschen kürzer machen. Dicken Kuss an alle, dicken Gruß, ein noch sanfter März. Und dann geht's los. Dann geht's wirklich los, ja. Dann hoffentlich schon bald mit einer neuen Kamera, dass wir da ein bisschen weniger Nervenprobleme kriegen. Entspannter für uns einfach, ja. Danke euch jetzt schon für eure Unterstützung diesbezüglich und für eure sonstige. Meldet euch auch für die Fanfahrt, das war überhaupt leibend, wenn wir es da sehen, privat nämlich, ja. Erhitzung können. Auf das freue ich mich wirklich. Da macht es uns wirklich Riesenfrei. Weil das ist der Riesenunterschied zwischen, weiß nicht, wie heißen die alle, Bruno Mars, Lady Gaga und Co. Die können keine Fanfahrt machen. Nicht? Ja, aber mir schon. Also, mir schon, nicht? Das kriegen wir schon zusammen. Naja, und das ist ein persönlicher Kontakt, das ist ja ganz was anderes. Schön. Nicht? In diesem Sinne. Es ist schön. Einen wunderschönen Abend wünsche ich euch. Und wir verabschieden uns mit einem schönen Wienerlied. Was spielen wir, Patrick? Was Schönes. Ja, naja, was Schönes war gut. Ein bisschen was Beschwingtes. Ja, was denn? Was? Du spielst, ich fange an zu spielen, du wirst das erkennen. Bitteschön.
Pisa Ich bin dort gern, wenn mich kein Mensch dort steht. Ich schau den Rhein dort beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort meine Ruhe. In meinem Weingarten am Pisa Transit wird noch recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen hören und am Himmel noch siehst die höchsten Sterne. Und noch ein Regen sich die Wolken erst verzogen. Dann sieh ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Pisa-Berg, das Fleckerl, das mir allein nicht kennt. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das soll der beste Rheinfaller Wein. Ich sitz in einem Weingarten unter einem Baum, dazwischen die Rebstöcke fühl ich mich daheim. Das Weinlaub bestichtigt sein saftigen Geruch, dazwischen schau ich auf mein herrliches Wien. Und über mir wärmt mich der Sonnenschein, darunter sitz ich und trink ein Flascherl Wein. Vogel, die zwitschern so lieb durcheinander. Ein Frankieferl kraxelt ruhig auf meiner Hand. Die Blumen, die drehen sich ganz sanft mit dem Wind. Ich freu mich so, es war wieder ein kleines Kind. So kann man auch heute kick ich sein. Ich freu mich und trink mein zweites Flascherl Wein. Eso solo voy a morir. Vom Weindl berauscht schau ich auf zum Mond. Der lächelt mich an, weil mir ist es schon gewohnt. Die Grillen, die zirpen ein Liedl mir vor. Beim Herrgott bedank ich mich für die Natur. Dann halt ich mein Glasl zum Kerzenschein und trink mein letztes Flascherl Wein. Und trink mein letztes, wirklich letztes, dafür heute Flascherl Wein. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, die macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist allmächtig, manchmal
manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Beneiden und heucheln hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, die macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig, manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Beneiden und heucheln hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Na, 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 na. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Jawohl. Na, was für ein Schlusswort. Was für ein Grande Finale. Da fehlen mir die Worte. Weltklasse. Ich danke euch vielmals, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns auf den April. Diesmal April, zur 297. Ausgabe im April. Alles Liebe, habt eine schöne Zeit. Pfiat euch, Baba. Pfiat euch, macht es gut.